Dafür haben wir eine Kompoststation, die da ist, für Rehen zu schützen, weil den bewilligt ist, dass der Kompost genug Sauerstoff hat, dafür, dass er genug Sauerstoff hat, für sich gut zu entwickeln, darf nicht zu feucht sein und nicht zu viel Wasser haben. Am Anfang geht die Feuchtigkeit vom Gemüse selber durch, muss ihnen nicht, außer dass extrem warm und extrem drischen, muss ihnen nicht unbedingt zusätzlich nass machen. Wir haben mal frisch gehäckselt, Auberginen, Getreidefleisch, die haben einen guten Wassergehalt und das geht am Anfang durch, für die Bakterien und all die anderen Organismen dran können schaffen. Wichtig ist also gut CN-Verhältnis, das heißt Kohlenstoff zu einem Stickstoffverhältnis, über den Daumen sehen, den für all Undeel von geringem Material, das viel Stickstoff hat, möchte den 3 bis maximal 4 Undeeler Brunkmaterial, das viel Kohlenstoff hat. Wie ich für so tun, als ein Hackschnitzel ging sich eignen als Brunkmaterial, wenn ein fein genug ist, wenn nicht zu dick echt sind, wenn nicht echt klein, so einen halben Zentimeter bis maximal 1 Zentimeter echt sind. Das gemischt mit den Gemüserester, die am Garten aufhalten, kann ein guter Kompost gehen. Wir machen dann 3 Stationen als Kompost und die Station fliegt alles frisch drauf. Dann kriegt ihr eine gewisse Temperatur, die man auch muss mit einem Thermometer. Wenn den auf 60 Grad runtergeht und dann noch rauf geht, dann drehen wir einen Kehr. Da kommt dann die zweite Station. Und durch den Sauerstoff, den du neu dracken, fängt er an zu hitzen. Und dann kann derselbe Prozess von dem Anfang drauf zu gehen, drehen wir nach Kehr. Und an der dritten Station haben wir für uns fertige Kompost leihen, den auch das Kehr mit der Überdachung gut gelungen ist. Also für alles gute Kompost muss ein dunkelbraun, nicht zu schwarz Farbe haben, muss schön feinkrümelig sein. Hier sind zwar ein paar Deckstecker dran, aber das steht also nicht. Das sind die Lastsachen, die drauf geflogen waren. Nur eine gewisse Feuchtigkeit, wenn man drauf trägt, fängt aber nicht an zu drüpsen, das passt doch nicht. Und die lässt sich idealerweise besser verteilen. Und das ist eben gute Nahrung für die Organismen am Boden und somit auch für die Pflanzen.